Livio, wir starten bald in die Saison. Und meine Eindrücke von den ersten Vorbereitungsspielen sind, dieser Mannschaft fehlt einfach etwas. Weißt du, was dieser Mannschaft fehlt? Einfach der Killer. Der fehlt. Aber wir sind sicher auf einem guten Weg. Und wir haben sicher eigentlich haben wir einen Killer in dieser Mannschaft. Und jeder weiß eigentlich, wer der ist. Und wir haben sicher noch 4 Wochen Zeit, aber es kommt sicher gut, ja. Das glaube ich auch. Für dich war ja die Vorbereitung sehr schwer. Höhe und Tiefs. Viele wissen, dass du Bayern München-Fan bist. Hast es nicht immer einfach mit Mario Götze. Jetzt ist er zu Dortmund. Was möchtest du noch etwas dazu sagen? Ja, es war natürlich ein schwerer Schritt auch für mich. Wir haben viel miteinander telefoniert und er hat auch nicht gewusst, was das für ihn das richtig ist. Und, hast du ihm vielleicht noch ein paar Tipps von deinen Vertragsverhandlungen ihm vielleicht auf den Weg mitgeben? Ich habe sicher gesagt, immer das Optimum rausholen. Also immer auch nicht beim ersten Angebot ja sagen. Das ist sicher wichtig. Und nein, sicher, er muss erst seine Leistung bringen, aber er macht das. Wie wir eigentlich auch. Klar. Das ist bei uns auch, besonders auch, wir sehen auch bei uns zwei. Ja. Wenn wir glauben, wir schaffen alles zusammen. Auch mit Routine, das ist es so, ja. Mein Saisonziel ist ja klar, und die ersten 40 zu kommen. Dies Jahr auch, das besprechen wir ja viel. Wie viele Goalschüsse ist das Jahr, wenn du einschätzen müsstest? Um die 20 kommen. Liga-Topscorer? Ohne Playoff 20. Inklusive Vorbereitungsspiel? Oder lässt es dort noch? Nein, exklusiv. Vorbereitung lasse ich meistens schleifen. Die 33 Spiele? Genau. Jetzt das haben wir nur 30 zum Glück. 30, ja. 30 und um die 20 kommen sicher, ja. Also ich bin mit einem zufrieden eigentlich, dann schnell. Ja. Ja, Lars, wir sind ja mal mit dem Niffa zusammen ein Auto gefahren und dann haben wir so ein Lied angestimmt. Erzähl mal du von deinen Eindrücken, wie der Niffa darauf reagiert hat. Das Lied heisst ja «Mark Neff is on fire» und das war recht emotional, die Fahrt von Grüsch heim, respektive schon von Chur auf Grüsch ins Training. Ich bin eigentlich froh, dass wir heil aus dem Auto aussteigen können, weil die Morddrohungen, die er uns ausgesprochen hat, habe ich dann recht persönlich genommen. Aber das Lied an und für sich finde ich relativ... hat etwas. Das ist genau meine Meinung auch. Bleiben wir mal beim Niffa. Was erzählst du allgemein vom Niffa? Was vom Typ her, vom Spielerischen her? Was meinst du? Ja, der Niffa hat ganz klar einen harten Schuss. Er ist einer von uns. Er ist wieder zurück von Prättigau, weil Grün hat ihm ja nicht gepasst, wie er selber sagt. Und ich bin froh, ist er zurück. Haben wir einen, der ein bisschen Stimmung macht. Und jawohl, ich glaube, das ist seine Saison dieses Jahr. Er packt es. Genau. Mark Neff is on fire. Genau. Sozusagen. Mark Neff. Kannst du gerade mal Platz nehmen? Ja, Platz. Ja. Mark Neff, wenn er ist, humorlos. Einfach humorlos. Vielleicht ihr eine ganz gute Frage. Sicher, Lars. Du bist ja während der Vorbereitung in der Ferien gewesen. Ja. Dort hast du den Boateng, Jerome, getroffen. Wie ist das genau zustande gekommen? Möchtest du das vielleicht schon mal näher schildern? Ja, das war eigentlich ganz einfach. Ich war in Griechenland und dann hat er mir ein SMS geschrieben. Weil der Livio hat mich da vermittelt, über den er ist ein guter Freund von Mario Götze. Und ja, und dann hat er mir geschrieben, ob ich ihn kurz besuchen. Ja, und dann sind wir auf ein Bier zusammen. Ja, er hat schon mit mir wählen. Und ja, meine Freundin hat dann halt gefunden, wir müssen langsam jetzt vorwärts machen, nicht mehr so viel Zeit gehabt. Ja, dann ist das ein kurzes Treffen geblieben, aber es war lässig. Cool. Ich habe noch gesehen, in Biasco, wo wir Match hatten gegen die Gino-Raketen, hast du mit dem Howie zusammen gespielt. Am Howie, sein Vater, hat ja zu Chur gespielt und dein Vater, der Mecca, hat ja zu Chur gespielt. Sind das wie schon die zweite Generation jetzt am Ruder? Ja, ich hoffe natürlich, dass er da auch den Weg wieder auf Chur findet und ja, wäre doch lässig.
Das heisst, du hast noch den Weg gefunden wieder zurück zu uns. Ja, das möchte ich hoffen, ja. Livio, möchte ich dir noch das Wort übergeben? Danke, Lars. Marc, nur kurz. Unsere Frage ist, auch vom Claudio stellen wir auch immer wieder die Frage, wie ist das genau mit dem Wasser? Musst du es immer auftragen oder wie ist das? Das Wasser ist ja relativ schwer. Wir wissen ja alle, dass du relativ parat bist. Ja, ich habe es eigentlich so gemacht, ich mache einfach kein Sommertraining und dafür trage ich immer das Wasser rauf. Das ist eine ganz gute Antwort. Danke, Marc Neff. Merci, dass du dir Zeit genommen hast. Danke. Als Abschluss möchte ich vielleicht noch Danke sagen. Uru, danke vielmals, dass du zurückgekommen bist. Es ist einfach unvorstellbar, der Wert, den du uns zurückgibst jetzt mit dieser Aktion, dass du zurückgekommen bist. Merci. Danke, Uru. Zurück ins Studio. Danke vielmals.